Smash alle. Vandaag het thema voor vandaag is Jezus in je gebed voor zijn jünger. En wel viele van jullie hand mal, wenn je befriedigt zijn, je vielleicht een klein beetje geëuert over je partner. Je braucht nicht Hand abheben, vielleicht sei je noch von der Stadt von der Smars. Ein Bett verstaut, nicht so? Aber ein Ding, was ich gelernt habe, und das habe ich von meiner Früh ist sehr leibtüchtig gnädig mit mir fertig, ist, wenn wir mit so verstaut über Menschen sind, sollen wir für uns beten. Weil wenn wir dann für andere beten, dann wird Gott uns hart für anderen verehrt. Wenn wir ein Hort haben, was vielleicht mit so artig angerecht ist, so zu sein, gegen eine andere Person, wenn wir beten verehrt, Gott wird für unseren Hort anderen, so dass wir auch Gnade werden verehrt. Und ein Ding, was Gebet verehrt, ist, dass das uns helfen sein, was unsere Gedanken und was unser Hort gefallen ist, für andere. Und so von der werden wir sein, wo Jesus Christus das Beten für seine Lehrjünger in und Kreuzjünger. Wir wollen sein, dass Gott hat Jesus Christus geschickt, hier auf der Erde zu leben, ein vollkommenes Leben, so dass er der Rader kann sein für uns. Aber Jesus Christus, vielleicht, diese Stuhl, wo seit halb kommen deuten, hat ein Gebet, wo sein Wunsch für seine Jünger klar rauskam. So, dort werden wir von der checken. Da wir anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar von der Smars für die Glieder, die hier sind, abgenommen, das Glieder, und wir sind dankbar, dass wir können kommen und das ist eine Friede. Und wir beten Gott, dass du was von dir uns schenken, mit eine Feeling, dass du hier bist mit uns. Und lieber himmlischer Vater, wir freuen uns, dass unser Hort worden aufgemerkt, du wirst uns einen Weg Hort geben, dass wir dort annehmen können, was du hast für uns von dir. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So, wir sind von dir in Johannes Kapitel 17. Wir wollen Desaster, aber 19. Vers durchgehen. Letzte Sonntag sagen wir, wo Jesus betet für sich selbst zu sein. Er betet, dass Gott der Vater wird ihm verherrlichen, so dass er kann seine Lehrjünger und alle, die was am nachfolgen tun, auch verherrlichen. Wir sagen, der beste Weg für Gott kann uns merken von was er tut und dass Gott verherrlicht wird, als der, dass er wird leben, nur seine Nachfolger schenken. Gott ist in der größten Weg verherrlicht, wenn Menschen am Nachfolgen tun und dass er wird leben, durch Jesus Christus annehmen tun. Und wir können Jesus Christus danken für die Rettung, was wir in ihm haben. So von der in der 8. Vers fängt Jesus an und er betet, dass Gott wird die Jünger bewahren, beschützen von dort, was in der Welt ist. Er sagt es dort, Johannes Kapitel 17, Vers 8. Ich habe den Menschen, die du mir aus dieser Welt gegeben hast, mit den Namen bekannt gemacht. Da werden Diener, und du jägst mir die. Die haben den Wort geholen. Nu weten sie, dass alles von dir kommt, was du mir gegeben hast. Die Wort, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weten wahrhaftig, dass ich von dir gekommen bin und glauben, dass du mir geschickt hast. So, ich redet Jesus Christus, die, was die Vater hat zu sie gesagt für ihn, die haben Jesus Christus angenommen und auch Gott sein Wort angenommen. Die Bibel lehrt dort, die, die zum Glauben kommen, die haben Gott den Vater gewählt für sich selbst. Und das ist, wir wollen nicht eine ganze Andacht nehmen, um das durchgehen, wir gingen das Thema durch in Epheser. Aber die Bibel lehrt in Epheser, in Vers 1 steht, dass Gott wählt sich
die wordt arm worden willen, die worden arm aannemen voor zichzelf. En hij zag het te zien voor zijn heerlijkheid. En hij leert hier dat hij heeft de leerjingen, wat de 12, de ziet gezegd, zodat die worden Jezus Christus aannemen. En die wat de Vader heeft te zien gezegd voor Christus, zegt in de 6e vers, met die namen zijn die bekend. Keiner van ons, van deels maar, zijn hier gekomen, ohne dat de Vader ons hierheen leiden deed. En wie wir Jezus Christus aangenomen hebben, dat is best meerlijk wegen den Vader heeft ons geleid, der ons leven, maar er steht, wo wir können Jezus Christus annehmen. En wenn je hier von der Smar sind und je noch nicht Jesus angenommen haben, Gott hat je wat hier geleid, zodat je de gelegenheid haben, om je even reinmerken mit Gott. Dat je kan Jezus Christus annehmen. Wieder dann sagt Jesus, dat hij heeft niets gedaan aan zijn ene kracht. In 7e vers, hij zegt, nu weten zij dat alles van die komt, dat du mij gegeven hast. Wo verken is het niet dat we willen dat zo uitreden en zijn, wo we alles gedaan hebben. Ik heb dit gedaan. Dit heb ik gedaan. We moeten aber weten dat dat wat we doen, dat we best wegen God ons de gelegenheid geven dat, om dat te doen. Zo als met Jezus. Dat is interessant. Wie is Jezus? Jezus is God. En Jezus wordt van zijn ene kracht, hij kan alles doen wat hem jankert. Hij kan iets wat doen wat hem jankert. Maar Jezus Christus, en dat is een voorbeeld voor ons, die leven zich die moeten aangeven aan Vader, en best dat doen wat de Vader aangeven deed om doen. En dit is een voorbeeld voor ons. Waar we niet in onze ene kracht doen, waar we leven in den Vader zijn kracht doen. En dan leert Jezus dat de jonge hand die wird aangenomen wat hij geleerd heeft. Die hand die verstaan. Er is een verständnis van wat Jezus leert. In de Bijbel zeggen we even, er is een drie-part proces, waardoor we Jezus Christus in de wereld aannemen doen. Eerst is dat we hier in de wereld, dan is er een verständnis, en de derde part is, we zullen dat aannemen door geloven. Zo dat wat Jezus leert, dat hebben zij gehoord, die hebben een verständnis gekregen over de wereld, en die hebben het aangenomen door geloven. So dit is Jezus Christus zijn verlangen voor ons ook. We zullen de wereld horen, wat hij gezegd heeft, wat hij geleerd heeft, en wat de Bijbel van hem leren doen. We zullen de wereld verstaan, en dan zullen we de wereld aannemen en geloven. Dat is zo zeer wichtig, dat we tijd nemen voor Jezus in de wereld. Deze Bijbel studeren. Dat wat Jezus leert, dat wat God leert door de profeten en apostelen, kan we verstaan. En wanneer we dat verstaan, dan kan we ons hand geven en ons ganz in vertrouwen staan aan Jezus Christus. Wenn de Vader heeft deze leerlingen naar Jezus gegeven, die heeft deze 12 naar Jezus gebracht, bet Jezus dan dat de Vader wordt wieder bewahren. Johannes Kapitel 17, 9 bis 12, de versen zijn de stad. Ik vraag voor hen. Ik vraag niet voor de wereld, maar voor die, die du mij gegeven hast. Wilt dat zijn dienen. Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is mint. En ik zie in end verherrlicht. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar die. Hal je Vader, hal die Sache in die Namen, dan den du mir gegeven hast.
dort sei eins sind, so os wie eint sind. Solange os ak wie ent wir, hilt ak an in die Nomen, dan du mi, den du mi gegeven hast. En ik heb no an opgepost. Keiner von ent as verloren gegangen. Büte de einer, der verloren gehen muss, dort so wort es geschrieben steht. So, Jesus, der redet hier dann vorher von seinen Jüngern, und er kann nicht verstehen, er wird hier nicht viel länger sein. Er wird bald nun Kreuz gehen. Und er sagt, er hat abgepasst, besonders für diese 12 Jünger. Er hat nur gesehen, dass die sind sicher gewesen. Er hat nur die abgepasst. Und er bet besonders, er sagt, er bet besonders für seine Lehrjünger. Es ist nicht fertig, dass wir fallen ganz allein. Wir fallen uns so, dass keiner rechnet uns viel. Aber wenn du bloß ein Mensch ist, der kommt und er bet mit uns, oder er oder sie, der bet für uns. Und er dankt Gott für wo wir platt sind von ihr Leben. Wie viel ist es nicht wert für uns? Das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich vertraue nicht bis für die Welt, ich bete besonders für diese Lehrjünger. Und das ist Jesus seine Einstellung für uns auch. Jesus ist bedeutet besonders persönlich für uns. Persönlich sieht Jesus uns an. Und er betet persönlich für uns. Und dann sagt er wieder, dass er wünscht, dass der Vater wird an sich halten. Und das interessante Ding ist, Verken denken wir an, wenn Gott uns wird beschützen, er wird uns von der Gefahr nehmen oder er wird dort Gefahr wegnehmen von uns. Wir verken beten wir nicht, dass Gott wird dort nehmen, was uns quälen wird, was uns ein Stich ist, dort wird wir mit kämpfen tun. Wir denken so, wenn Gott wird bis wegnehmen, dann wird wir dort Licht haben. Wenn Gott wird bis dort Gefahr von uns Leben nehmen, dann wird wir sicher sein. Dann wird wir sicher stehen, dass Jesus hier sein wird. Aber in der 15. Vers ist es sehr interessant. Er sagt es dort, ich freue nicht dafür, dass du in diese Welt nehmen sollst. Aber dort dem fairen Weisen bewahren sollst. So Jesus seine Verlangen ist nicht, dass wir alles in dieser Welt, wir wollen von dieser Welt rausgenommen. Das ist nicht, dass Jesus sagt, dass das beste Ding für uns ist, dass das Gefahr wird wahrgenommen. Aber was wünscht Jesus Christus für uns? Dass Gott wird uns bewahren, wenn der Gefahr, wenn das böse Rahmen uns quälen wird. Das ist sein Wunsch für uns. Wir beten so fertig, Gott, willst du dir von meinem Leben nehmen? Und Jesus, der kann krank sein, was arm wird wollen, hier in der Fläche, in den Posten, wenn er dir beten wird. Jesus wird in Gordon sein, und was gebet hat Jesus in Gordon? Vater, wenn das mehrlich ist, nimm das Köffel von mir. Aber was wir den Vater sehen, anführt. Nimmt der Vater den Köffel von Jesus? Nein, er tut nicht. Aber der Vater schickt seine Engel so, dass der Engel mit Jesus wird, durch in den Garten, dass Jesus nicht allein wird. Und durch was Gott tut, wird Jesus bewahrt von dort, was Sodom probt, gegen Arm zu tun. So ist es für unser Leben auch. Wir wünschen, dass Gott wird all die schlechten Dinge von uns Leben nehmen, sodass keine Gefahr wird sein in uns Leben. Aber Gott sehen wollen als Leiber, dass er wird mit uns gehen, dass wir sicher sind in Jesus Christus. Lass die Trouble uns sein.
Laat je voor ons zijn. Laat alle de problemen wat we in deze wereld hebben, allemaal ons zijn. Wat God zegt naar ons. Ik zijn met die. Hij wordt ons bewaren. Dit is Jezus zijn gebed voor zijn jingen. So wat deed deze je voordaan, of dit zeggen bewaren voor Jezus Christus zijn jingen? Wat is dat wat passiert in ons? Hij zegt in de 11e vers, in de laatste part van de 11e vers, hij zegt, hou die zeggen in die nomen, den du mir geeft hast, dat zij eind zijn, als wie eind zijn. Wat is dat een woord dat God ons bewaren? Wat deed het nu leiden? Dat de eindigheid is tussen Christen. Dat is interessant. Wat komt eher? Eind zijn oder dat God ons bewaren deed? Dat is interessant, die twee, die passen taub, die schaffen taub. Wanneer we eind zijn en we staan ons taub en de eindigheid is, dat is durch die eindigheid dat God ons beschützen deed. Taub holen deed, sicher holen deed. En wanneer we sicher stonen doen in God, en God ons bewaren deed, en we zijn beoordeelde Christen ook bewaard zijn van Jezus Christus, dan stoen we ons ook taub, wenn we haben dort de eindigheid in wat God voor ons deed. Een van de grootste dingen wat Sodom proeft te doen in het kerk, als Christen gingen in orde te stellen. Sodom weet, wanneer de Christen zijn wat zich jagen doen, wanneer dat spelen deed en verspelen deed en dat best een jaag is, Sodom heeft vrijheid te doen wat hij wil. Maar wanneer Christen zich worden taubstehen, dan zijn we so zu sein, wir stehen sicher in Jesus Christus. Wir stehen sicher. Ein paar Monate zurück, dann hatten wir eine Botschaft an den jährlichen Kampf. Und wir sagen, wo die römischen Soldaten, die denen sich taub stehen. Die drehen sich niemals der Regen zum Feind. Die stehen sich Regen zu Regen, sodass den Regen wir niemals gedreht nur ein Feind. Da wir einmal bewahrt. Und so ist es auch mit Christen. Wenn wir taub stehen, wenn wir in Einigkeit sind, das ist nichts, was so und jenen uns kann tun. Wenn das ist durch Einigkeit, dort wir bewahrt sind, von dort weiset, was in der Welt ist. So erstlich Gott bet, oder Jesus bet nur Gott, dort wir würden bewahrt sein, und dort bewahrt sein, kommt durch Einigkeit. Wieder dann bet Jesus Christus, dort die Lehrjünger würden voll sein, von Frieden. Die würden sich freuen. Johannes Kapitel 13 sagt es dort, aber nu kom ich nur die. Und das red ich in dieser Welt, dort sei meine Friede voll und ganz in sich haben kann. Das ist eine Wahrheit, was ich will haben, wir sollen von der annehmen. Jesus Christus, sein Wunsch für uns ist, dass wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Wir sollen nicht Christen sein, die rumgehen mit einer langen, spitzen Nase, langes Gesicht. Und so wie wir gesprochen dann mit unseren Bengels von seinem Bett, proben jammerieren. Der lebt, der hängt hier unten, weißt du? Wir merken gesprochen. Und wir lachen vielleicht ein bisschen mehr. Wir sind so eine vergrönzte Christen nochmal. Das ist auch so traurig. Wir sollen uns freuen. Wir sollen freundlich kicken. Dort ist Jesus Christus sein Wunsch für uns. Wenn wir nicht rumgehen und so dort merken, loten, dass wir nicht haben, wo wir uns freuen können. Wir haben dort ein Leben. Wir sind frei gesagt von unserer Sünde. Wir haben den Gott, was mit uns gehen wird. Sollen wir uns dann rumgehen loten mit einem langen Gesicht? Ich würde sagen, sehr lang nicht. Und Jesus Christus, sein
wens voor ons is, dat we ons vrij doen. Dat is een ding wat ik zeer wichtig vind, dat we Christen zijn, wat een vrede hebben. En ik meine niet zo'n vrede, wo we lachen doen en de wegen weiter en hart hebben en proberen alles op te merken. Ik meine een vrede, wat een hart is. Dat we ons laten niet stieren, wegen we zo'n lange gezichten hebben en we in zo'n Trühe immer sind. So waarom zullen we ons freien? Ik geloof verken als dat, wanneer we dat begrijpen doen, wat Jezus wirklich heeft gedaan voor ons, dan kunnen we ons freien. We zijn niet wer we moet werden. Jo, we zijn niet wer we nog moet worden zijn. Aber, kijk maar aan de arbeid wat God heeft van ons gedaan. We kunnen ons ook zeker zijn, wo we worden zijn, wanneer we sterven, wanneer we Jezus aangenomen hebben. In deze wereld, die brengt krankheden en alle soorten trouble. Maar we hebben de eeuwige hoopning aan wat we ons zeker kunnen zijn. En we zullen ons vrijen door. En aan het eind vind ik de vers, een ding wat ik geloof ook helpen dat we ons vrijen doen, is dat we einig zijn. En dat is eigenlijk, en we reden een klein beetje van dat. Ik geloof dat als weinig wat China jet, is taub komen onder Christen en ons taub vrijen. Weet je, wie is Christen, wie zullen Christen zijn? Ik geloof, wie is natuurlijk proberen dat te leren, dat we een Christengroep zijn wat parties hebben. Ik meine niet al soorten vreemdet en slachtet doen, maar we taub komen doen en dat een vrede man kan is. En dat als bos meer licht in de vrede hebben, wanneer de einigheid is. We hebben de einigheid, wegen denzelfden Herrn Jesus en wat Jana is, waar Jezus aangenomen heeft, der is ook in ons. En hij brengt ons taub, dat we ons taub vrijen kunnen. So wat is het dan wat ons taub brengen deed? Laten we ons uiteenbrengen deed. We hebben alle dezelfde Herrn, we hebben alle dezelfde Radar en we hebben alle dezelfde Evangelium aangenomen. En wanneer Jezus in ons schaffen deed, we zullen alle dezelfde Ziel hebben. En wat is dat? We willen alle dollar en dollar jeder dag Jezus Christus nog volgen. We zullen ook dat Ziel hebben dat we willen andere zijn naar Jezus komen. Dat hebben we alle in einigheid met anderen. Nou, een ding wat we alle taub hebben, is we willen gemeenschap hebben met andere Christen. Dit is mij allemaal wertvoll. Het is interessant, wo God in een hart schaffen deed. Wanneer een mens niets wil te doen hebben met andere Christen, wanneer zich dan bekeren deed, dan is du een niet verlangen om met andere Christen te zijn. En deze verlangen komt van den Heiligen Geest. En ik wil zeggen, van der we een einigheid hebben, ramen den mission dat we willen Leamington en over de ganze wereld woek plotdietje Mennoniten zijn. Waar we de Evangelium metdelen. En dat hebben we alle in einigheid. Maar Jezus, wanneer hij nu beten deed in 14 bis 16, hij zegt, hij kan dat zijn, dat dieses Jünger, dieses Jesus Christus in Nachfolger, wir sind nicht ganz tüßig. Wir sind nicht von dieser Welt, für diese Welt. Hij sagt in de 14e vers, hij zegt es dit. Ik heb ernt, dien wird gegeven. En de wereld is entfindlich. Wilt zij niet van deze wereld zijn. Groot zo als ik ook niet van deze wereld zie. Ik vraag niet dafür, dat du ernt uit deze wereld nemen zost, aber dat du ernt weisen bewahren sollst. Zij zijn niet van deze wereld, groot zo als ik niet van deze wereld zie. Hier is
eine Wort hat, was wir müssen begreifen, wann wir wollen frei leben für Jesus Christus. Diese Welt ist nicht uns Heim. Wir sind nicht gemerkt, was für diese Welt. Wir sind gemerkt für die ewige Welt, was noch kommen wird. Himmel ist für wo wir für gemerkt sind. Und wir sind im Bett, so die Menschen, die auf einer Reise fahren. Wie viele von Ihnen haben mal von einer langen Zeit auf ein Holiday gefahren? Vielleicht eben einen Monat sei in einem Land gewesen, was nicht tüß ist. Was sei wir, wenn wir auf einer Reise sind? Wir fahren spazieren. Wir sind nicht auch Achsen von hier, wenn wir nur sind. Wir sind von Leamington, Ontario, wir sind gekommen und wir reisen bis hier durch. Wir denken an, wo tüß ist. Und wie wir Jesus Christus angenommen haben, und Jesus sagt hier, wenn wir seine Nachfolger sind, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. So, wenn wir sind von dieser Welt, was meint Jesus wörtlich dann mit dieser Welt? Was ist diese Welt? Die Welt, und das habe ich von 1. Johannes Kapitel 2, die Welt ist dort, wo sich jenen Jesus Christus sagten wird. Dort ist die Verlangen, dort ist dort Rick, was jenen Gott schaffen wird. Alles, was unser Sinn, seine Kontrolle ist dort, was die Bibel nennt, die Welt. Dort, was Büte ist, Jesus Christus sein Recht, dort ist die Welt. So alles, was nicht handgejeft ist, nur Jesus Christus, teilt sich an, was die Bibel lernt, was die Welt ist. 1. Johannes Kapitel 2, 16 vor, sagt uns klar, was die Welt ist. Weil alles, was in dieser Welt ist, geldgierig sein, hängeron sein, was die Augen jankert und sich graut tun, dort stammt nicht von vorher, dort ist von dieser Welt. Dort ist ein Hort haben, was angestellt ist, jenen dort, was Jesus Christus verlangen wird. Weltlich sein in seiner Weise ist dann nicht, was wir bütterlich tun, dort ist, wer wir in Hort sind. So weltlich sein, dort ist begierig sein, dort ist graut tun, und kein Selbstkontrolle haben, und dort oft sein, was unsere Augen jankert. Dort ist, wenn wir würden keinen Raum checken, dort ist, was die Welt ist. Jesus lehrt uns hier in seinem Gebet, dass die Welt ist jenen arm, die Welt legt arm nicht. Und wenn die Welt nicht Gott oder Jesus Christus angenommen hat, dann wird die Welt uns auch nicht annehmen. Er sagt, in der Welt ist entfindlich. Wir fangen also nicht, dass wir proben, dass wir wollen so leben, dass die Welt uns wird gleichen. Wir proben vielleicht, dass stellt daran, dass wir Christen sind, wenn wir wollen, bis haben die uns bis in Klima gleichen wollen. Jesus lehrt hier, dass wenn wir für Christus stehen, dann, wenn wir in Jesus Christus sind, die Welt wird uns nicht gleichen. Die Welt wird uns nicht annehmen. Eine Frau, die mich dann stellen da, was ist dort dann in mir, was die Welt nicht gleichen wird? Hier ist das Ding. Ich glaube, merkt wie eine Excuse, dass die Welt uns nicht gleichen wird. Und wir glauben, dass erst wegen Christus, aber das erst fertig, bis wegen, dass wir noch nicht vollkommen Menschen sind. Wir glauben, wenn wir sehr lüd gegen die Welt reden, dort ist dort hauptsächlich zum Menschen treten nur Jesus Christus. Mein Wunsch ist, dass wenn die Welt mir nicht gleichen wird, wenn die Welt nicht in Christ gleichen wird, dort ist, wenn sie nicht Jesus gleichen wird. Dort, wo Jesus in uns steht, dort ist dort, wo die Welt nicht annehmen soll. Wir als Christen müssen aber Gnade live beweisen, dass es nicht durch uns Fehler
wo wir kort kommen dann, dass die Welt uns nicht gleichen wird. So warum wird die Welt nicht Jesus annehmen? Warum wird die Welt uns nicht annehmen wegen Jesus Christus? Wir sollen uns gleich fertig dort aus, wegen sie sein, wo sie kort kommen. Wenn andere sein, wo Gott in uns schaffen wird, und Gott hat noch nicht in Ernte in derselben was geschafft, und erst dort amtlich, und steht dort ein Stich. Und dort erst dann fertig dort sie jängen, so eine Stunde, wo der Andernis von Gott in sich haben. Ich glaube, noch eine Ursache, warum die Welt nicht uns annehmen wird, ist, sie haben noch nicht das Verständnis, was Gott in den Menschen steht. Dort war die Geburt erst nicht ein Ding, was einer kann den Mensch klar merken, büter, dort der Mensch dort belebt hat. So wenn Christen von jährlichen Dingen reden, und die reden von dort war die Geburt und wo Gott uns ändern wird, dort ist ein Ding, was den Christen nicht belebt hat. Und ich kann dort bloß von Büten an sein, was beinerlich worden wird. Wenn die haben dort selbst noch nicht belebt. Und wenn sie dort nicht verstehen, dann stehen sie dagegen. Ich glaube, noch eine Ursache ist, dass viele Menschen wissen nicht, was sie sollen tun mit Leben. Vielleicht kann ich das verstehen. Vielleicht erst in der Zeit gewesen, die in ihrem Leben, wo die noch niemals Eier hatten, Leib gekriegt von einer Person. Die waren vielleicht auch in einem Heim, wo das kein Leib war. Und was war die erste Mal, dass ein Mensch Leibwesen in seiner Weich wird, ganz anders war, ist, was die belebt hatten. Wie dort nicht, dass fällt sich fremd und vielleicht ein bisschen artig. Da wir fragen, was will das Mensch von mir? Was wollen die von mir? Wo wollen sie mich probieren anzuschmieren mit was sie hier tun? Wegen Leib ist fertig fremd. Der Leib, was von Gott kommen wird, ist fertig fremd nur der Welt. Ich glaube, dass wir das verstehen tun, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass so ändern, wo wir leben. Das ist ein Dank, dass die Welt uns nicht annehmen darf. Das ist, warum das wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wenn die Welt uns nicht annehmen darf, wir ist eine Kirche, Christen, wo wir Einigkeit haben, die wollen uns annehmen. Das ist, warum das so wichtig ist, dass wir als Christen Einigkeit haben. Die Welt wird uns niemals reich annehmen. Und wenn die Kirche uns nicht annehmen, wer wird uns annehmen? Gott hat uns die Kirche gegeben, unsere Brüder und Schwestern, die besieht uns setzen, und die Christen über die ganze Welt. Dort, wenn die Welt uns wegschieben wird, wir sollen Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Und wenn die Welt uns wegschieben wird und uns nicht annehmen wird, Gott will uns bewahren, uns beschützen durch die Einigkeit, was wir dann in Christus haben mit anderen Christen. Wenn wir dann in der Kirche sind, wenn das dann schwor in das Leben ist, werden wir Gemeinschaft haben mit allen anderen. Das ist, was Jesus Christus sehen, wünscht wir für uns. Da wir sehen wünscht für seine Jünger 2000 Jahre zurück, und das ist auch noch sein Wunsch für uns von Deus Mars. Weil wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar für die Einigkeit, die du uns geben hast mit unseren Christen. Wir sind dankbar, dass du hast uns gelehrt, so dass wir ein Verständnis kriegen von dem Evangelium, dass wir gerat können sein. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir fällt mit deiner Friede. Wir sollen Christen sein, die Frau sind,
wir freuen uns wegen, was du getan hast für uns. Und dat als der, was du in uns das, dat andere worden auch nur die kommen. Und Gott, wenn andere uns nicht verstehen, dann Gott, ich bete, dass du was besonders uns treisten. Mit diesem Gebet, was wir von dir haben, sein. Port von dem Gebet. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.